Afschoven. Dat wär von Dogen so'n richtig ungemütlichen Novemberdach. Dat war gewaltig und der Regen lieg senkrecht über dat Land. All um Klock 4 wär dat düster. Einzig gegen Westen seh ich die Häfen so'n beten heller ut, bald rötlich. Sü, denkt Fidi, der achter die Schieven von sin Komer seht und dat Spektakel durch Buten beobacht. Sü, dat geit so sinnig ob Weihnachten to. Der Engels fangt nu an, dat Brot zu backen. Viel anders wat at us Finstock to kicken, haf Fidi auch nicht mehr to tun. He wär nu old und sieht Herbst han die Kinder hier in dat Seniorenheim innerbracht. Lang Tiet hätte sich dagegen wehrt. Man ob'n en ha he kein Mut mehr, jümmers Nähe Gründen zu finden, warum he dor nicht hin will. Hier wär alles fremd und ungewohnt. He fühlt sich einsam und abschoben. Die fehlen Lü, dat aner eten. Und denn sin lütsche Döns ob'n Hof, die fehlt em ganz gewaltig. Mol eben Hus to goen, no de Beester to kicken, mit von den Novers to snacken. Jo, dat wär sin liebste Beschäftigung. Hier in Heim konn Volken den ganzen Tag mit nums schnacken. Die Lü wären all fremd, meist han se auch mit sich selbst noch to tun. Dat Leben in so'n Heim, je länger dat duert, lässt die Menschen so sinnig verstummen. Jedenfalls mein Fidi dat. Die Pflegers han kein Tiet, die Fronslü in den Etensohl auch nicht. Und so slade he no dat Eten gau woller no sin Kammer to. Hier seht ihr denn Stünn um Stünn an Finster und lädt sin Gedanken lopen. Wo so bin ich bloß hier Land, frag he sich. Früher, als he noch Kind wär ob'n Hof, dor wen Oma und Opa doch jümmers auch dor. Wenn sie auch nicht mehr viel helfen können, so wären sie zumindest für die Kinder ganz wichtig. Die beiden haben jümmers Tiet mit jem to snacken und jem to hören. Und denn in de Fürwinus-Tiet, da wat wär dat kommodig in de Lütsche Döns. Oma han Kerz ansteken und dem wo sungen und Geschichten vertellt. Dazu gibt dat denn die ersten Krullkuchen und brune Kuchen mit Zuckerguss oben ob. Fidi käm rein in Drömen. Und lauter hen, als sie so im Froh und Kinder ha, do wär dat nicht viel anders. Sin Ollon wären bitton en bi jem ob'n Hof. Wo ist die moje Tiet bloß hen? Wo gau ist doch so'n Leben vorbei? Sin Leben wär die Hof, die Derten und allens, wat dort hörde. Wat wär he stolz, als he sich dat erste Pferd gucken konn. Sin Froh, die nur so lang tot is, wer em jümmers to sieht. Und hob hebt sie den Hof vergröttert, heft Land zukauft und sich mit viel Arbeiten moit Leben obbot. Die oldste Jung sit nu ob'n Hof. Die Tochter lebt in Australien. Da hätt sie einen großen Farmer heirat. Fidi hätt sie all die 20 Jahre nicht mehr sehen. Auch die Briefe kommt bloß noch zum Geburtstag und zu Weihnachten. Ja, sinniert he, ich heb ein gut Leben gehabt. Maar nu, die letzte en, die ha so nicht kommen musst. Wo so muss sin Jung auch ihm froh heiraten, die mit em nicht übereinkäm. Jümmers wär sie an Drieven, dat he man in Heim gehen schuld, dem wär he unter die Föt weg. Fidi schuft die sworen Gedanken besieht. Ist Titon Abendeten. He sit all an Tisch, ob sin Stammplatz, als die Boos von Hus mit n fremden Kerl ob sin Tisch Toastür. Herr Hanken, nun bekommen Sie einen neuen Tischnachbarn. Das ist Herr Surkamp, der ab heute bei uns leben wird. Fidi keek ob.
Die lange Kerl, der ihm freundlich ankickt, hol ihm die Hand hin. Moin, ich bin Hinnock. Ich hoop, dat die dat recht ist, dat ich hier zu sitten komm. Ja, man to, knurrte Fidi. Man bloß nicht liegst to freundlich wen. Wer weet, wo die Kerl sich entwickelt. Fidi kickt ob sein Butterbrot und dann schult he so von unten ob den Nähen. Die kommt ihm doch recht bekannt für. Ist dat nicht? Mann, Hinnock Surkam, wie kennt us doch? Du bist doch die plitsche Jud, jung oder barberste Klaas, denn wie jümmer so bewundert heft, wie dat du den Lehrer Foken Wollerwür geben hast. Kennst mi nicht mehr? Töfmol, jo, wenn ich die so recht ankick, bist du, jo, Fidi Hanken, sicher kenn ich die, wenn ich die auch in all die Jahren oder Augen verloren hef. Ich kenn die noch als lütschen Schuljung. So gewaltig hast du die gar nicht verändert. Man, hier ha ich die nicht vermut. Wo lang bist du denn all hier? So ging dat los mit den beiden. Nu wär Fidi doch ganz gut mit stellt, dat he hier in dat Heim wär. He ha nu Hinnock ton snacken von ole Tiden und dat geh fehl zu snacken. Nu funne dat hier gar nicht mehr so schlecht. Sie können sich gut miteinander die Tid verdrieben und so wie Litschen wurden sie jümmers vertrauter miteinander. Dat durte overs doch noch n ganze Tid, bis Fidi Hinnock denn auch von sin großen Kummer vertellt. He kann und kann nicht damit klarkommen, dat sin Kinder einfach so abschoben heft. Auch dat läng no sin Tochter wat jümmers mehr. Wo gern ha he sagt, sie noch mal wolle in den Arm nehmen. Ob sie in sin Leben überhaupt noch mal zu sehen kriegt? Hinnock hör geduldig to. He solbens het kein Kinder und sin Froh ist sogar lang Tiet nicht mehr. Für Hinnock ist dat hier in Heim dat Beste. Allein konnte sich nicht mehr behelfen und hier hätte eins, wat ton Leben nötig is. Ton groden Glock ist doch nu auch noch Fidi, sin Schulfreund ut Kindertiden. Dank Fidi hätt he nie dat Gefühl, allein zu wehen. Jümmers ist doch ein ton snacken und to hören. Sobald dat wär, dat man to lädt, sit he mit Fidi to hob ob e Bank buten in de Sünn. Dat kann denn auch wohl mal ein ganzes Stünd düren, bis dat die een or ander mal wat secht. Doch da sind sie ganz übereen. Sie sind jo beide echte Budjenter Jungs. Und die snackt bloß, wenn sie wirklich wat zu sagen heft.